Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wir sind hier immer noch bei Michael. Wir sind ja noch in der letzten Mission hier bei dem Typ gewesen. Den Namen habe ich jetzt leider gerade schon wieder vergessen. Haben ihm hier noch etwas gebracht. Und jetzt gehen wir mal noch in die Sprechstunde oder Sprechstunde. Wie man auch immer dem sagt auf Schweizerdeutsch, ist halt immer ein bisschen verschieden wieder, je nach Kanton. Wir gehen jedenfalls so eine Sprechstunde mit dem Psychiater. Wir müssen jetzt aber hier kurz auf Freeway, weil der ist schon dort, oder der wohnt dort in dem Malibu-Teil von Los Santos, also wo so ein bisschen angelehnt ist an Malibu. Gehen wir schnell runter. Holy shit! Fuck, da habe ich nicht wollen. Sorry. Hoppala. Die sind unerwartet dort gestanden. Oh, der Dummbuggy, hoi, zieht einfach rüber und der kommt auch wieder, logisch wieder, der Erfolg. Keine 2 Minuten, nein, nicht mal 1 Minute 30 gespielt wahrscheinlich und schon der erste Unfall gehabt. Also, wir gehen jetzt da vorne zu dem Dude, ich weiß gar nicht mehr, wie er heisst. Der... Aktivität. Ja, aber wenn ich jetzt nicht will. Okay, wir müssen am Flughafen möglichst schnell. Also ja gut, dann machen wir jetzt noch schnell den Fall. Dann fahren wir halt dran vorbei, aber ich glaube, innerhalb von 2 Minuten sollten wir schon am Flughafen sein, nehme ich jetzt mal an. Gut, ein schnelles Auto wäre jetzt zwar auch nicht schlecht gewesen, aber es sollte eigentlich auch mit dem funktionieren oder klappen. Oh. Bin ich jetzt schneller auf dem Freeway eigentlich? Doch, ich bin doch da sicher schneller. Ich glaube, sie schafft das nicht von der Zeit her. Noch 1 Minute 40 und noch 2 Kilometer und ich muss fahren und dann noch durch die Stadt durch. Und da wird schon hure knapp. Bye, have a great time! Wow, Alter! What? Wie der geflogen ist? Oh, der lebt noch! Heilige Scheiße, wie der geflogen ist! Oder muss ich dann selber auch noch beim Schneiden muss ich das dann anschauen. What the fuck, wie der geflogen ist, ey! Scheiße! Der ist so quer geflogen wie eine Rakete, Mann! Shit! Okay, also wir haben da schon wieder einen abgeräumt. 1 Minute 20, okay, ja, mal lang. It was at this moment that he knew. He fucked No! Oh, Alter! Jetzt wird es langsam echt schlimm. Nein, nein, nein! Oh, die hasse! Nein! Oh mein Gott! Oh. Hasse die Kurve. Das ist eben die fährst du hure schnell daher und checkst es einfach nicht, dass dort eben durch abgeht und dann machst du immer meistens gerade einen Abgang. Okay, so. Gut, also, wir haben es geschafft. Noch 1 Minute hätten wir sogar Zeit gehabt. Aber alles easy. Still make it. Buddy, I owe you big time. Okay, here's my tip. Buy shares in Tinkle now. You won't regret it. Also, wir sollen jetzt Tinkle-Aktien kaufen. Das machen wir doch gerade mal schnell. Er hat gesagt, das würde jetzt uns viel Geld bringen. Tinkle da. Da kaufen wir doch einmal. Jetzt sehe ich leider eben nicht wieder, wie viel Geld das ich habe, weil es mir eben an mein abschneidet. Sehe ich doch gerade, wie viel Geld das ich habe? Ah, dort oben steht mein Geld, okay. Gut, also wir vertrauen jetzt immer mal. Wir kaufen Aktien in Wert von 10.000 Dollar, würde ich sagen. Komm. Kann ich genau 10.000 echt, oder wahrscheinlich... Ah, mal, genau 10.000, perfekt. So. Gut, also dann haben wir die gekauft. Und jetzt muss ich dann einfach daran denken. Also da können die mich auch daran erinnern, dann, falls ich es mal chillen will. Dass ich mal wieder schauen, wie die Aktie aussieht, weil wahrscheinlich verliere ich sie wieder. Aber in der Regel muss man immer so einen Tag warten, 2, bis man eine Veränderung sieht. Gut, jetzt die Sprechstunde ist noch verfügbar, aber ich frage mich halt einfach nur, wie lange, weil es kann natürlich gut möglich sein, wenn wir jetzt gerade dorthin gehen, dass dann nachher die Aktien nicht mehr, die Sprechstunde nicht mehr verfügbar ist, weil es dann einfach Nacht ist. Wir versuchen es jetzt gleich mal schnell noch dorthin zu fahren.
Ich fahre jetzt einfach schon den ganzen Weg zurück im Gegenverkehr. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich irgendwie einen Unfall baue und dann aus dem Karren rausspicken und sterben. Gut, mit dem Michael haben wir es zwar auch schon mal einmal überlebt. Von dem her sieht es nicht schlecht aus, aber wir sind jetzt da schon wieder auf der richtigen Fahrspur. Also von dem her alles easy wie immer. Holy shit, da wird es ein bisschen eng so. What? What? Wow, volle Pfosten wieder. Aha, also. Gut, wir springen mal vorspringen. Also, eher nicht. Also, mal eher schon, aber ich nicht. Ich fahre jetzt nicht vor, aber bei euch im Video wird es vorgesprungen sein. Wir schauen jetzt einmal, ob die Sprechstunde, wie auch immer dem wir sagen, noch verfügbar ist. So, also wir sind ein bisschen weiter vorne. Die Sprechstunde ist noch verfügbar. Es wird jedenfalls noch angezeigt. Wir haben hier gerade einen Monsterstand mit. Das ist glaube ich einer, wenn es mich nicht täuscht. Wow, geil. Ich kurz ein bisschen schneller wieder. Holy shit. Ja, logisch haben wir es nicht geschafft. Genau in diese Strassenlaterne muss ich natürlich reinfliegen. So, dann kann ich es wieder. Also. Gut, dann nehmen wir mal hier die Sprechstunde. Dass wir das einmal noch gemacht haben. Was war das für ein Auto? Ein Komet. Geiles Auto. Den klauen wir nachher. Dann schauen wir jetzt mal, was wir da jetzt besprechen. Well, you've made it in the end. Yeah. Please, take a seat. Hey, you mind if I don't, Doc? No. Do as you like. Yeah, thanks. Oh, man. Man. Man! You know what? Look. I'm just gonna take off. I'm not in the mood for this shit. This fucking bullshit. As you wish, Michael. Can I ask you something, Doc? I mean, you're a wise, kind, know-it-all kind of guy. Go ahead. Do you believe in evil? No. No, I don't. I'm a man of science. Evil is a construct made by people who wish to indulge childish fantasies, or by people who wish to judge others. It all comes back to the father-mother syndrome, which is what we spent last year on. Yeah, well, you obviously never met my old buddy. We call him Tony. I thought he was called Trevor. Oh, shit. That's right. I forgot I told you about him. God. No, don't worry. Everything you tell me is in strict confidence. Didn't you tell me that if I turned things over, started again, that the universe would find some way to forgive me? Wasn't that you? And have you turned things over? Well, no. I mean, not really. But that's not the point. I mean, I wanted to. That is the point. What's been going on exactly, Michael? I think you'll call this a bad relapse. Relapse is a vital part of recovery. Yeah, that's a hard one to explain. The FIB is making me... Let's just say one man's patriotism is another man's atrocity. My old pal Trevor, he's got me stealing nukes or some shit off government contractors. My wife's left me, my kids too. My fucking son drugged me. I tried to kill a yoga teacher. You're giving me facts. You're not telling me how you feel. I worry about your emotional health, Michael. Anything else you want to tell me? Yeah. Even on the way over here, I think I killed someone. And you know what? I don't care. I'm sick, Doc. I'm a sick, hypocritical fuck. I agree. Which is why you should really bulk buy a batch of sessions. Oh! Jetzt müssen wir noch... das ist interaktiv. Scheiße, jetzt gar nicht... Ja, super. Ich nehme mal den Ratschlag I just an. don't like myself very much, Doc. That's the truth. What about your sexual problems, Michael? I've been a really good boy, Doc.
Really good. Not one problem. I'm glad to hear that. Really glad. Keep working it. This is great. If I could just get all these people off my back, Doc, I'd be doing a lot better. Fascinating. You may actually be a rare combination of a sociopath and a deluded psychopath. Either that or a more classic case of a weak pup who was weaned too soon by an angry mother. What the hell does that mean? It means that's about all we have time for. I really want you to work on yourself. Think about the person you'd like to be and really obsess about it. Next week, I'll tell you how to become that person. And remember, brother, we're all rowing together. Now, cross that ocean. Oh, by the way, your insurance ran out. Listen, I don't suppose you could pay cash from now on. If I'm hearing correctly, you've clearly got some. Yeah, okay. Close the door on your way out. And buddy, chin up, okay? Gut, also da sind wir bei ihm gewesen. Er verarscht das ja auch nach Strich und Faden. Wie viel hat jetzt das gekostet? 1000. Sorry. Bei mir ist halt eben alles abgeschnitten und jetzt habe ich gemeint, das ist echt 10.000 oder so gewesen. Wir haben jetzt dafür seinen Komet, den er hat. Danke für das. Wenn jetzt ein SMS kommt, ich würde übergehen. Ich weiß nicht, was passiert. Vielleicht kommt jetzt wirklich ein SMS so, hey, das ist mein Auto oder so. Oh, das ist wirklich ein super Auto. Ich habe gar nicht gewusst, dass es interaktiv ist, das Ganze, weil sonst hätte ich einfach zugelassen. Ich muss ehrlich sagen, es tut mir leid, ich habe nicht zugelassen. Also die jetzt das Video schauen und der das Video schaut und die haben alles zugelassen, kein Respekt an euch und dass ihr jetzt immer noch zuschaut. Wow, ein Tough Gang! Die sind aber nicht Kollegen, das soll ich kennen. Also, jetzt schauen wir sind jetzt bei 14 Minuten. Ja, komm, wir gehen jetzt zu dem Solomio. Weil der ist gerade um die Ecke. Dann machen wir bei ihm noch schnell kurz die Mission. Und dann haben wir auch etwas gemacht noch im GTA. Und nicht einfach nur eine Videosequenz gesehen, wo irgendwie 5-6 Minuten gegangen ist jetzt. So. Dann schauen wir mal, was wir da für eine Mission haben. Da weiss ich gar nicht gerade auswendig, was das für eine ist. Hello. Come in. Thanks. You must be Michael. Yeah. You know, I used to have 3 secretaries. Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending. See, the ships are coming in. But the walls will hold us! Nelson in Naples. Pluto? I said Mars, you cocksucker! Shoulder of Orion. 2. Devin Weston said you were a fan. Huge fan. Tell me, Michael, Devin Weston, does he want you to bump me off? No, not at all. He said you were retiring but might need some help on a movie. Only assholes retire, Michael. Him and my son, they want to put me out to pasture so they can turn this place into condos or a theme park or something. But this place is a dream factory. Well, maybe they have different dreams. Some days, I don't blame them. You know, they always say, never work with children or animals. Well, I want to add to that list. Never work with directors or actors. This picture is gonna kill me. All right. So what's it about? It's perfect. Set in Liberty City. Meltdown. It's all being shot on green screen right out back there. We take a look at the financial crisis, and then we boil it all down into a simplistic battle between 2 yuppies with lots of training montages. So what's the problem? Milton McElroy. I cast him in the second lead because he's cheap. 0 talent, incidentally. Well, he's got this new agent, Rocco Pelosi. He's been hassling us about renegotiating the deal. So now,
He's holding up shooting until he gets paid. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot. Anton Baudelaire. Ever heard of him? That doesn't surprise me. Now he's having a mental breakdown, pissing all over himself who knows where. All right. Looks like you got yourself that new assistant. But no happy endings. I love you already. Gut, also, begib dich nach East Los Santos, das machen wir doch. Wir nennen es hier die Coquette. Und dann schauen wir mal, was wir dort noch mitmachen. Die Mission sagt mir jetzt gerade so auf Anhieb gar nichts. Mal schauen, was passiert. Sicher wieder während der Mission kommt es mir dann wieder in den Sinn, was das für eine ist. Ja, logisch, dort habe ich ihn. Jeder hat wahrscheinlich gemerkt, oder jeder hat jetzt wahrscheinlich schon gedacht, da kommt niemand durch, oder was ist nicht durch, und ich versuche es natürlich gleich. So, also wir sind jetzt gerade da. Wieder ein paar Unfälle gehabt. So mühsam manchmal. Also ich kann euch versichern, oder ich kann euch garantieren, ich fahre im echten Leben wesentlich besser Auto als in GTA. Zu 100%. So, was müssen wir jetzt so machen? Ah nein, das ist die Mission und da brauchst du aber einen Schalldämpfer und ich weiß aber nicht, ob ich einen Schalldämpfer habe. Da müssen wir also reinschleichen. Jetzt weiss ich, welche Mission das ist. Gentlemen, how you like this space? It's gonna be an EDM paradise. There's gonna be sparklers stuck in bottles, implants, tramp stamps, all the real shit. That's Pelosi Entertainment. Now give me a minute here, just a minute. Gotta go grab something inside. Johnny, we nearly got the club. We're finally a go. Now you take care of these guys. No cold feet. Okay? Let's go. Scheiße. Kein Schalldämpfer. Ah, da habe ich einen. Auf dem MG aber habe ich einen. Also jetzt müssen wir da rein, ohne dass wir ihn dort alarmieren. Da hat es 2 Dudes gehabt, die habe ich sonst gar nicht gesehen. Hoffentlich hat das jetzt nicht alarmiert. Ich weiß es nicht. Wo muss ich jetzt? Welche Leiter hat jeder da? Wahrscheinlich. Nehme ich jetzt mal an. Keine Ahnung, ich weiss nicht, welche Leiter das ich rauf muss. Oh mein Gott. Okay, es hat glaube ich, nicht, oder ist nicht alarmiert worden jetzt. There you are! Mr. Richards has been worried sick. You get lost, Wrinkles? Who's this jackass? Hey, you! Oh, turns out these guys are in love with their contract. So they'll be going back to the set with me. Can you believe this fucking clown? No! This guy's all mine! Oh, jetzt gibt es eine Schlägerei. Ich glaube beide gleichzeitig auch wieder. Komm, schlag mich, komm. Ich weiche schon aus. Das Kampfsystem ist da schon noch recht simpel. Bei Red Dead Redemption haben sie es schon sehr gut gemacht. Wie ist er jetzt ausgewichen? Und das sackt er einfach zusammen. We're gonna make a new deal. You leave my people alone,
and I don't toss you off this roof. Alright, yeah. Okay? Sure, man, sure. All right. Let's get back to the lot. Also gut, jetzt fliegen wir mit denen ans Set. I don't know who you think you are. Look, you can bully him, but you can't bully talent, buddy. We are not shooting until I get a new deal. Can't bully talent? Just watch me. You're gonna be a good boy when I'm done. I don't know who you think you are. Ah, jetzt müssen wir den Angst machen. Ah. Die erinnert mich an die Mission von GTA San Andreas, wo wir da den Typ auf dem Dings hatten. Unter dem, auf der Motorhaube hatten. Also wir können an der Brücke durchfliegen. Wow! Das ist gut, dann kann ich gerade die Dinger noch sammeln. Ja, warte, ich muss da auch noch unten durch. Wow. So, dann haben wir das auch noch gerade gemacht. Haben wir da ein paar Brücken geholt. Ich weiss, da vorne hätte ich es noch mehr gehabt und es hätte ja da hinten noch ein bisschen gehabt. Aber wir sind eben noch an der Story dran, darum machen wir jetzt das schnell. Hoffentlich kriegen wir Gold über, weil wir unter so vielen Brücken durchgeflogen sind. Oh, da ist noch ein Kran, hä? Ah, ist gerade gut gegangen. Haben wir schon gesehen explodieren. So, also dann haben wir es schon geschafft. Jetzt müssen wir da landen. Hoppala. Und jetzt müssen wir noch gescheit zum Büro über sprinten. Die müssen auch ein bisschen Gummi geben dort hinten. Säckert mal ein bisschen schneller. What a wonderful surprise. Anton, my boy. You're an artist, I know that. And this story is the best kind of art. A simplistic, cliche-ridden pile of dross that you will turn into magic. Get a grip. I love you. So Solomon, Milton here has a little something he wants to say to you. Say it. I just want to say that I'm sorry for any misunderstanding, sir. And I appreciate all the opportunities that you've given me. Of course, of course. Michael, what can I say? You're a natural. I love you. You're too kind. No, I mean it. I don't mean to presume. But would it be okay if I gave you a shout? This shoot seems cursed for some reason or another. I need an associate producer. I'd love that. We'll talk soon. I gotta go. Oh, hell yeah. Hell yeah. So, sehr gut. Also wir haben die Mission bestanden. Logisch wieder nur Silber, wie immer. Und lautloser Kill haben wir einen müssen machen, wir haben gar keinen gemacht. Naja, auch egal. Wir haben jedenfalls die Mission bestanden. Und dann würde ich auch sagen, das war es mit GTA 5 mit dieser Folge. In der nächsten Folge oder der nächsten Mission machen wir dann beim Devin dort. Wir haben ja noch das D. Und dann schauen wir dann, wie es weitergeht. Ich glaube, es sollte mal vielleicht auch wieder etwas von Trevor mal kommen oder von Franklin. Mal schauen. Das wäre es jedenfalls gewesen. Wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen. Und sonst sehen wir uns dann einfach wieder in einer anderen Folge wieder. Bis dann sagen wir mal, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.